Hallo Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch beim iPhone 4 das iOS 7 und auf dem iPod 4. Generation ist noch iOS 6 oben. Auf dem iPod 4. Generation geht auch nicht iOS 7 rauf, keine Ahnung, das hat Apple so gemacht, dass man sich ein neues Gerät kaufen muss, klar. Heute zeige ich euch mal nur ein Sperrbildschirm. iOS 7, iOS 6. Hier sieht man, ist auch zum Entsperren so und das so. Ich finde das hier vom iOS 7 cooler, aber ich finde iOS 7 sonst eigentlich nicht so cool. Hier kann man auch gleich Musik reintun. Oder hier zur Kamera wechseln. An der Kamera ist cool, weil man Quadrat hernehmen, einfach da rüber tippen. Das geht irgendwie nicht. Da jetzt war hier's. Da zu Quadrat, dann ist das Quadrat also für ein Profilbild oder irgend so etwas anderes. Das ist die Kamera. Ganz klar. Und aufnehmen. Genau, ein Foto gemacht. Ja, dann hier zum normalen Foto rüber wechseln. Einfach da ist Frontkamera, das mache ich jetzt mal nicht. Da blitzt ein automatisch aus. Und hier kann man dann noch Video, ja, roten Knopf einfach. Hier kann man es dann anschauen. Kann man es gleich bearbeiten. Ja, nichts Besonderes. Normales Bearbeitungssystem. Ja, kannst dann ein Raster hernehmen, anwenden, sichern, jetzt gesichert. Ja, oder gleich löschen, Foto löschen, ist es weg. Ja, dann fertig. Gehen wir zurück. Jetzt, wenn man Musik gehört hat, dann ist das hier gleich so. Aber was man noch kann, außer zur Fotokamera, kann man hier Taschenlampe einmachen. Jetzt vielleicht jetzt müsstet ihr es sehen, ja, Taschenlampe, also als Blitz, gleich als Kurzfunktion, finde ich cool, weil wenn es irgendwo so hingehst und dann kannst du einfach Taschenlampe einmachen oder ausmachen. Dann das ist hier ein Timer und also kann man auch Stoppuhr. Sieht viel anders aus wie bei iOS 6. Das zeige ich euch jetzt schnell. Wartet. iOS 6 schaut das so aus, der Timer. Stoppuhr, Wecker und Weltuhr. Ich finde das von iOS 7 eigentlich cooler. Aber das ist Geschmackssache, würde ich mal sagen. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Dann, was man da noch kann, Taschenrechner, falls man schnell was tippen muss. Plus Wawa ist gleich. Ja, nichts Besonderes, normaler Taschenrechner. Dann haben wir da noch Fotokamera. Da kann man Bluetooth einschalten, Nicht-Stern-Modus, dann Sperrmodus oder Flugmodus, also das ist nicht sperren, dann die Helligkeit vom iPhone. Ja, so entsperrt man, Code eingeben und das passt sich genau, also das ist jetzt grün, das passt sich dann an. Wenn es ein roter Sperrbildschirm ist, ist das rot, ist klar. Ja, dann kann man hier einen Notruf, aber das braucht man jetzt mal nicht. Tolle Funktion, wenn man falsch reingibt, macht es so, finde ich cool, finde ich echt cool. Das hier so, den Lockscreen, finde ich das nicht so gut, aber es ist ähnlich, würde ich mal sagen. Und hier kann man gleich da runter swipen, das kann man da nicht, das geht nicht. Hier hat man dann das Wetter, Aktien, Kalender, keine Ergebnisse, dann Sonntag, 22. September, ja.
morgen keine Ergebnisse im Kalender. Hier alle Nachrichten und so. Also auch von Spiele, Temple Run, WhatsApp und so. Und hier bei verpasste Anrufe und mehr. Ja, das war's eigentlich schon. Ein paar Funktionen bei iOS 6 finde ich besser und ein paar Funktionen finde ich bei iOS 7 besser. Ich fände wirklich cool, wenn sie iOS 6 sowas ähnliches wie iOS 6 und iOS 7 machen, also so eine Art Mischung oder so, weil mir eigentlich im Prinzip fast iOS 6 besser gefällt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, schreibt es in die Kommentare, aber ich finde eigentlich iOS 6 besser, bis auf ein paar Funktionen, finde ich dummer. Zum Beispiel der Sperrbildschirm, die schaut einfach hier super schön aus und das ist einfach, hat Klasse, muss ich sagen. Das hat wirklich Klasse, finde ich super. Und ja, das finde ich auch ganz cool. Sonst, okay, und ich bin jetzt raus. Ciao.